Wir sind in dieser Serie Wachsen, das Wachstum, geistliche Entwicklung, das geistliche Wachstum. Und wir sind für das mit dem Rebstock da unterwegs. Der Rebstock, der symbolisiert, das Wachstum symbolisiert. Und das Ziel, hoffentlich von uns allen, das Ziel, am Schluss Frucht zu bringen in unserem Alltag. Frucht zu bringen in unserem Leben, damit aus deinem und meinem Leben in der Gemeinschaft, untereinander, in der Kirche, im Alltag, in der Family, in meinem Leben am Schluss Frucht kann entstehen. Frucht, wo andere Menschen dürfen davon profitieren. Frucht, wo andere Menschen dürfen sehen, was aus meinem Leben entsteht. Und zwar nicht, dass ich besser dastehe, sondern damit ganz viele Menschen dürfen von unserem Leben profitieren. Das Licht am Schluss dürfen sehen in uns. Im Epheser 4, Vers 15 steht: Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlicher werden, der das Haupt ist, Christus. Wir wollen wachsen hin zu Jesus Christus. Und in diesem Wachstumsprozess haben wir die letzten 2 Sündig gelernt, dass wir fähig sind, neue Denkweisen uns anzueignen, neue Denkpfade zu gehen, neue Sachen dürfen zu lernen, dass wir unsere Denkweise beeinflussen können, dass wir nicht einfach Trieb sind, wo irgendwie in irgendwelche Richtungen wachsen und wir nichts mitbestimmen können, sondern dass wir fähig sind, um da neue Wege auch zu denken, bewusst auch neue Impulse in unserem Leben, in unseren Denkansätzen zu setzen und so auch geistliche Gewohnheiten in unserem Leben zu etablieren. Geistliche Gewohnheiten, die am Schluss dazu werden führen, dass Frucht aus unserem Leben entsteht. Wenn man das so hört, dann könnte man meinen, ganz schön anstrengend und belastend, ehrlich gesagt. Ich muss neue Denkansätze trainieren, ich muss neue Gewohnheiten antrainieren und ich weiss nicht, wie es dir geht mit diesen Gewohnheiten. Mein Ding ist es nicht so. Es ist nicht mein Hobby, neue Gewohnheiten anzutrainieren. Ich bin da eher einer von der ungeduldigen Seite zumindest und finde so, es könnte einiges schneller passieren. Was fehlt denn in dem hinein? Und das werden wir an diesem Sonntag noch zusammen anschauen. Und zwar haben wir ja die Macht, eben Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen zu treffen und neue Denkweisen anzutrainieren. Aber was fehlt uns? Wenn wir im Alten Testament auf die Suche gehen, wie der Mensch mit Gott unterwegs ist, dann hat er nicht einfach alles alleine müssen irgendwie wursteln in seinem Leben, sondern schon ganz am Anfang wird ersichtlich, wie der Geist Gottes mit den Menschen einen Weg geht. Wie der Geist Gottes im Alten Testament präsent war, ein Teil war davon, wie er mit den Menschen unterwegs war. Ja, im Alten Testament sehen wir es viel mehr punktuell, wie Gott mit Menschen, mit einzelnen Menschen unterwegs war. Wir lesen zum Beispiel von Mose, wie er auf dem Berg oben Gott begegnet und seine Herrlichkeit zum Scheinen kommt. Seine Herrlichkeit so stark ist, dass er sein Gesicht sogar verhüllen muss. Wir lesen vom Josua, wo ein Mann war, der mit dem Geist Gottes ausgerüstet war, vom Geist Gottes erfüllt war. Wir lesen von Propheten, die genauso ausgerüstet sind. Und wir lesen auch von dem Tempel, wo die Herrlichkeit von Gott inne gewohnt hat, wo sie präsent war, wo Gott spürbar und erlebbar war. Und das ist das Bild schon von Anfang an im Alten Testament. Und es zieht sich weiter und der Paulus hat das so wunderschön zusammengefasst, eigentlich in einem Lieblingsbibelvers von mir, im 2. Korinther 3, 16 bis 20 steht: Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Das Werk vom Geist. In diesem Bibelvers kommt für mich sehr vieles zum Zug, was in unserem Glaubensleben enorm entscheidend ist, enorm wichtig ist. Der erste Punkt, die Decke ist entfernt. Du hast freien Zugang zu dem Gott. Du hast freien Zugang zu der Herrlichkeit. Ja, andere Bibelstellen erzählen uns sogar, dass der Tempel jetzt mitten in dir wohnt. Dass der Heilige Geist in dir drinnen ist und dich ausfüllt, ein Teil von dir drinnen ist. Was für ein Privileg. Du musst nicht mehr speziell an einen Ort gehen, damit du die Herrlichkeit erleben kannst, sondern du kannst ihn heute und da, du kannst ihn morgen in deinem Alltag in dir innen erleben. Das Zweite, wir dürfen wissen, dass wir umgestaltet werden. Sein Wesen, der Heilige Geist, gestaltet um. Es bist nicht du, der umgestaltet, sondern in diesem Bibelvers kommt ganz klar zum Zug, sondern er gestaltet um. Er verändert. Er ist am Wirken. Er ist am Handeln. Was für eine geniale Zusage. Was für eine Entlastung auch, gerade wenn wir in diesem Wachstumsprozess drinnen sind, zum Wissen, er schafft an uns. Er ist der, der am Schluss die Veränderung bewirkt. Es ist nicht meine Bemühung, nicht mein irgendwie Leistungsdenken, sondern er ist der, der verändert und umgestaltet. Und es ist das Werk vom Herrn, das Werk von Christus. Jesus Christus, der am Umgestalten ist, Jesus Christus, der am Verändern ist und das Werk eben vom Heiligen Geist, der Heilige Geist, der am Verändern ist. Ein wunderbarer Dreiklang kommt da auch zum Vorschein. Vater, Sohn und Heiliger Geist, die zusammen mit dir am Wirken sind, am Verändern sind. Und dann sagt der Paulus so ganz einfach, dort wo der Geist vom Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Und wenn der Paulus von Freiheit redet, dann müssen wir automatisch an die Galaterbrieftexte denken. Galater 5, wo eine ganze Liste auch aufgezählt wird und wo er sagt, hey, ihr sollt frei werden von euren alten Gedankenmustern. Ihr sollt frei werden von Egoismus. Ihr sollt frei werden von Geiz und Habgier. Ihr sollt frei werden von dem Eifersucht. Und. Du hast eine ganz lange Liste, die dort aufgezählt wird. Und wir Menschen sind sehr dazu geneigt, um so eine Liste dann wieder zu nehmen und zu sagen, okay, Pflichtenheft, da bin ich schon gut drin oder nicht? Muss ich das nicht? Bin ich schon eifersüchtig genug oder weniger? Oder nein, umgekehrt wäre es ja. He? Und wir nehmen die Liste führen und verpassen genau eigentlich die Aussage, wo uns versprochen wird, wo Jesus sagt, hey, bleibt mit mir verbunden, bleibt eng mit mir verbunden und dann werdet ihr Frucht tragen. Nicht dann, wenn ihr irgendwie eine Liste abarbeitet, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt die Freiheit euch selber erkämpfen, sondern dann, wenn ihr mit mir verbunden sind. Und so oft, zumindest in meinem Leben, ist es so, ja, also das schaffe ich schon noch alleine. Das packe ich. Die Gewohnheit, die kann ich mir jetzt selber antrainieren. Und wir verpassen es, am Schluss in dieser Verbundenheit zu bleiben. Es ist ein Geschenk, die Freiheit. Gott, der wirkt. Wie gesagt, nicht meine Leistung, die entscheidend ist, sondern Gottes Geist, der wirkt und gestaltet. Und im Alten Testament ist der Heilige Geist mit Ruach übersetzt und in vielen Bibelstellen wird auch das mit Energie übersetzt.
Energie in Form vom Wind, wo etwas bewegt. Wo wir zwar nicht sehen, den Wind, aber wir sehen, was sich bewegt. Oder mit dem Atem, Lebensatem, die Lebensenergie. Das ist mit Heiliger Geist gemeint. Und in meinem Leben ist es ehrlich gesagt öfters so, oder vielleicht kennst du das in deinem Leben auch, dass wir Menschen sehr schnell dazu neigen, um irgendwie auf einen Marathon zu gehen oder ins Fitnessstudio zu gehen und dabei vergessen, vorher vielleicht noch ein bisschen Energie zuzufügen. Energie dazu zu fügen. Wir vergessen die Energie in diesem ganzen Prozess. Vor einem Jahr habe ich mal so eine Beratung gemacht im Fitnessstudio. Hauptsächlich gehe ich eigentlich für meinen Büro-Rücken, dass ich nicht irgendwie einen verkrümmten Rücken und ein bisschen wegkomme von dem Rückenweh, gehe ich ins Fitness. Und dann bin ich so dort gehockt und sie fragt mich so, und was möchtest du? Und ich so, und was möchtest du? Gib mir einfach einen Plan und ich setze den um. Nachher sage ich so, ja gut, jetzt muss ich ja irgendetwas Schlaues sagen, oder? Und dann so, ja, ein bisschen weniger Gewicht wäre vielleicht noch schlau und ein bisschen mehr Muskeln wäre vielleicht auch noch flott, oder? Und dann sagt sie einfach so, ja, also das geht nicht beides zusammen einfach so. Also wenn du mehr Muskeln haben, dann musst du irgendwie Energie zuführen, dann musst du mehr essen. Und ich so, jetzt geht das beides nicht. Und in unserem Leben habe ich manchmal das Gefühl, geht es im Geistlichen sehr ähnlich. Wir haben das Gefühl, wir können unsere Gewohnheit neu antrainieren, etwas Neues etablieren, neue Gedanken, Muster antrainieren und wir vergessen es dabei, Energie zuzuführen. Wir haben das Gefühl, es geht dann schon ohne Energie. Wir haben das Gefühl, wir können auf einen Marathon gehen und auf einen Veränderungsprozess gehen und es geht ohne Energie zuführen. Und die Bibel redet eigentlich eine ganz klare Sprache und sagt, ohne die Energiezufuhr kannst du nichts. Ohne die Energiezufuhr ist alles nur anstrengend und schwierig und mühsam. Und jetzt kannst du sagen, ja, in dem Fall kann ich einfach zurücklehnen und einfach in den Stuhl hineinlehnen und warten, bis der Geist Gottes mich umgestaltet hat. Es gibt ja auch die Fitnessgeräte, ich weiss nicht, ob ihr die Werbungen auch schon gesehen habt, wo du irgendwie so einen Gurt umschnallen kannst und nachher ist irgendwie plötzlich ein Sixpack da und irgendwie alles hat sich von Luft aufgelöst. Ich weiss nicht, für mich ist das meistens nicht so vertrauenswürdig. Vielleicht für euch schon, aber für mich nicht. Spannend ist doch, dass man beides braucht. Und der Gordon Fee, ein gewaltiger Theologe für mich, hat gesagt, die Paradoxen der Theologie des Paulus bereitet vielen modernen Menschen Kopfzerbrechen. Wir können mit dieser Spannung fast nicht umgehen. Oder wir hätten entweder gern die Instant-Lösung oder ich mache selber. Aber damit umzugehen, dass beides wichtig ist irgendwie herausfordernd für uns. In meinem Leben zumindest, wie ich am Anfang gesagt habe, da sind etliche Veränderungsprozesse, die ich mir wünsche, passieren nicht so instant. Ich würde es mir zwar wünschen, dass ich instant geduldig werde. Und es würde sehr viel Frucht, ehrlich gesagt, daraus entstehen. Mit den Menschen, die ich zusammen arbeite und wo ich unterwegs bin und so. Und ich weiß nicht, wieso das Gott das nicht sofort macht. Und ich wünschte mir manchmal, es würde so ein Sofortwunder, eine Soforterfüllung kommen. Aber es passiert nicht. Gerade in charakterlichen Sachen, in Gewohnheiten, die ich mir antrainieren will. Es passiert nicht so schnell, wie ich es mir gerne wünschte. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst in deinem Leben, aber ich glaube, das ist etwas, was sehr schnell bei uns einschlicht. Ich wünschte mir, das Erlebnis endlich wieder mal zu haben mit Gott. Dann könnte ich schon wieder ein bisschen feuriger an Gott glauben. Wenn das Gebet in Erfüllung geht
und eben die Instant Heilung passiert, dann könnte ich auf den Gott wieder vertrauen. Und wir verpassen es dabei, dass Gottes Geist häufig genauso unspektakulär und langsam am Wirken ist. Nicht mega cool, nicht so, wie wir es uns manchmal wünschen, aber genauso am Wirken ist. Ein anderer Theologe hat mal gesagt, oft wird unsere geistliche Suche zu einer Suche nach der richtigen Technik, der richtigen Methode, dem perfekten Programm, das sofort die gewünschten Ergebnisse geistiger Reife und Ganzheit liefern kann. Wir leben in einer Kultur, wo wir alles so zack, zack bekommen, oder? Ich kann heute auf Galaxus bestellen und bekomme es morgen. Und plötzlich ist genau das in unserem geistlichen Leben genauso der Wunsch. Dass es eben auch immer so schnell passiert. Dann, wenn ich endlich meine Erfüllung gerade am Suchen bin, dann, wenn ich die Energie von Gott gerade wieder nötig hätte, dann müsste sie doch da sein. Und wir sind enttäuscht, wenn Gott dann in dem Moment eben nicht so wirkt, wie wir es uns vorgestellt haben. Weil das Rezept nicht geklappt hat. In meinem Leben begegne ich immer wieder 2 Personengruppen. Leute, die genau von dem geprägt sind, oder? Einerseits Menschen, die sich abwenden vom Glauben, weil irgendwie die Maschine, das Rezeptbuch, so wie man es eben gelernt hat und dann müsste es funktionieren, irgendwie nicht erlebt haben und sagen, darum funktioniert der Glaube jetzt auch nicht mehr. Darum ist Gott nicht da, weil mein Rezeptbüchlein, so wie ich gebetet habe oder was auch immer, nicht funktioniert hat. Gott hat nur leere Versprechungen gegeben oder die Kirche, die Menschen hat leere Versprechungen gegeben. Oder es geht schon fast in ein missbräuchliches Glaubensbild hinein, damit man so fest daran festhält, an dem Rezeptbüchlein, so wie man es gelernt hat, dass alles andere gar nicht erst möglich ist, weil neue Denkweisen vielleicht dem könnten entgegensprechen. Weil das Rezept genau so muss funktionieren und man verpasst dabei die Verbundenheit. Dass nicht das Rezept nach der gelungenen Gewohnheit, nach der gelungenen neuen Denkweise uns zu Jesus wird führen, sondern am Schluss die Verbundenheit ausschlaggebend ist. Veränderung im geistlichen Sinn ist immer ein Prozess. Wir sehen das in diesen Geistesfrüchten immer wieder. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme. Das alles, die ganze Liste von dem Bibelvers, das sind nicht einfach irgendwelche Sachen, die instant, möglichst schnell passieren, sondern Sachen, wo ich davon überzeugt bin, dass Gott uns lernen in dieser Verbundenheit. Er lernen will, dass wir eben eng verbunden sind mit ihm. Und die Frucht eben dann langsam am Entstehen ist, weil wir in dieser Verbundenheit drinnen sind. Und ein mutiges Gebet, das ich immer wieder mal spreche, aber muss aufpassen, das könnte dich herausfordern, ist, wenn ich mal das Gefühl habe, dass ich in meiner geistlichen Reife vielleicht doch schon langsam gut bin, sage ich Gott, führ du mir vor Augen, wo in diesen Geistesfrüchten dass ich nachher wachse. Ich kann dir versprechen, in dem Moment wird Gott schon ein paar Punkte dir aufzeigen. Da wird Gott noch vieles in deinem Veränderungsprozess anregen und dich herausfordern, wo es noch Spannungen gibt in deinem Leben. Die Story von Petrus in der Apostelgeschichte 10, ist eine geniale Story, die uns erklärt, dass die Spannung völlig normal ist. Vielleicht kennt ihr diese Story noch. Der Petrus geht aufs Dach hoch zum Betten.
Wir lesen ehrlich gesagt nur, dass er in der Mittagszeit am Betten ist. Wahrscheinlich ist das eine Gewohnheit von ihm. Wahrscheinlich ist es eine Gewohnheit wo er sich antrainiert. Und vielleicht ist er sogar am Fasten gewesen. Das wissen wir nicht genau. Also Gewohnheiten, wo er sich antrainiert hat. Und Gott begegnet ihn genau in dieser Gewohnheit drin. Übernatürlich. So wie es in der Apostelgeschichte und in der ganzen Bibel auch immer wieder passiert. Gott nutzt einen Moment und greift ein und führt zu einem Impuls, zu einem neuen Denkansatz. Er sagt, hey, das, was du jetzt gerade siehst, das ist jetzt auch für dich okay. Das ist rein, das ist gut. Und er fordert den Petrus raus. Mit dieser Begegnung. Er fordert den Petrus raus und sagt, hey, das soll dein Denken verändern. Und der Petrus sagt 3-mal Nein. Vielleicht kennst du das auch in deinem Leben. Nein, also das ist kein Thema, das ich anschauen muss. Nein, also alle anderen haben Probleme mit dem, aber ich nicht. Der Petrus wird 3-mal herausgefordert und sagt, nein, das mache ich sicher nicht. Das brauche ich nicht oder was auch immer. Und irgendwann lenkt er ein und macht sich auf den Weg. Er begibt sich auf den Weg. Und er hat eine rechte Strecke zum Überqueren und zum Laufen und so weiter. Und ich könnte wetten, dass er in dieser Strecke ein paar Mal an den Punkt angekommen ist, wo er gedacht hat, bin ich wirklich so sicher, dass sich das lohnt? Ist das nicht zu gefährlich? Ist das nicht die falsche Entscheidung gewesen? Aber er geht auf den Weg und kommt in dem Haus von Cornelius an und predigt dem Mann, wo man eigentlich nicht dazu reden darf, predigt er das Evangelium. Und in dem Moment kommt wieder Gottes Geist, der wirkt. Er kommt und wirkt, der Geist Gottes. Und führt am Schluss zu dem Punkt, wo völlig nicht in unser Denkmuster oder in das Denkmuster von der damaligen Zeit gepasst hat. Er führt die Menschen in eine neue Ära hinein, dass du heute da hockst. Ist genau dieser Geschichte zufolge passiert. Der Petrus kommt in dieser Begegnung zur Überzeugung, dass die Menschen, auch die Heiden, dürfen zu dem Glauben an Jesus Christus kommen. Was hat es gebraucht dazu? Es hat anscheinend Gewohnheiten gebraucht, mutige Schritte gebraucht und es hat genauso die Energie, der Heilige Geist gebraucht, wo eingefahren ist, wo übernatürlich gemanagt hat. Und ja, Gott hat es auch anders irgendwie gepackt. Bin ich voll davon überzeugt. Gott hätte von Anfang an können alles genauso erklären, dass der Petrus sofort gecheckt hat und hätte mit ihm den Weg nicht müssen gehen. Aber so oft in unserem Leben ist genau das, dass er mit uns zusammen in dieser Spannung, in dieser Beziehung drinnen leben will. Dass er dich herausfordert, deine Schritte zu machen und dann kommt er mit seiner Energie drinnen. Dass seine Energie am Schluss ausschlaggebend ist, das ist vaterklar, auch in dieser Story. Den Geist Gottes brauchst du in deinem Leben. Und wir nehmen es dankbar an, wenn alle Abkürzungen, schnelle Wunder in unserem Leben passieren. Wir nehmen es dankbar an, wenn Gottes Geist wirkt und ein Heiliger in unserem Leben sofort macht. Und wir glauben auch heute noch, dass es möglich ist. Aber es passiert nicht immer so. Und in dieser Spannung müssen wir drinnen aushalten. Was können wir machen? Gott den Raum geben und die Kontrolle abgeben. Gott die Leitung von unserem Leben abgeben. Immer wieder mutig, wie ich vorher das Gebet gesagt habe, immer wieder mutig, den Schritt zu machen und zu sagen, ich gebe dir die Kontrolle von meinem Leben ab. Und ich sage, fang du an umgestalten. Ich gebe Gott den Raum dafür, die Momente dafür, Gewohnheiten im Leben.
Räume, Gottesdienst oder was auch immer, wo Gott eben an meinem Herz auch arbeiten kann. Weil es in einer beschäftigten Welt manchmal nicht so einfach ist, um den direkten Draht zu finden. Auch wenn es Gott könnte. Er sucht die Momente, wo du ihm den Raum gibst. Wegen dem mache ich nicht irgendwie weniger. Ich kann die Gewohnheiten etablieren und machen und tun. Und das tut mir gut. Weil genau in diesem Moment kann Gott anfangen zu wirken. In diesem Moment kann Frucht daraus entstehen und der Sinneswandel passieren. Ich will dich herausfordern, an diesem heutigen Tag, dich nochmal neu Gott auszustrecken. Auszustrecken nach dem Heiligen Geist, nach dieser Fülle vom Geist, wo wir brauchen in unserem Leben. Wo die Energie ist für unser Leben. Wo die Energie ist in dieser Umgestaltung. Weil wir es nicht alleine können, sondern weil er es macht. Ich bete zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mit uns in diesem Prozess drin bist. Dürfen wir beten und darum hoffen, dass du sofort eine Veränderung bewirkst und gleich wissen, dass du stetig wie der Wind am Arbeiten bist an uns. Selbst dann, wenn man nichts sieht, bist du am Arbeiten. Bist du an unseren Herzen am Arbeiten. Selbst dann, wenn wir uns manchmal wünschen, dass die Frucht schneller entstehen, bist du am Arbeiten, Geist Gottes. Und so bitten wir dich, dass dein Geist uns heute nochmal neu erfüllt. Dass die Energie, die uns versprochen wird in der Bibel, dass die Energie uns zugeführt wird, damit wir dürfen wachsen. Damit das Wachstum möglich ist. Geist Gottes, ich will dich auch bitten, dass wir dürfen die Kontrolle in unserem Leben abgeben. Kontrolle vom, ich muss dann schon noch selber schauen. Dass du eingreifst. Dass du übernimmst, dass du veränderst, dass du umgestaltet tust, wie es in diesem Bibelvers so schön heißt. Und Geist Gottes, du sagst, du bist der Geist von der Freiheit und so proklamieren wir das und sprechen das auch aus über unser Leben. Wir wollen die Freiheit in unserem Leben sehen. Die Freiheit vom Geist Gottes soll kommen in unser Leben. Verändere du unser Leben. Amen.